War Fasten schon immer ein so regelmäßiger Bestandteil von dir? Tatsächlich nicht. Also das erste Mal schon mehr, als ich ins ICF gekommen bin, aber dann vor allem letztes Jahr ist es mehr in den Fokus gerückt. Genau. Wo du gemerkt hast, die ganze Kirche, die geht da Gras. Ja, genau. Was mache ich? Mit welcher Erwartung oder Vorstellung bist du dann in diese Fastenzeit hineingegangen? Es war eigentlich am Anfang wirklich so der Frage, okay, für was faste ich? Es war jetzt für mich nicht mega klar. Und ich hatte aber seit ein paar Jahren noch Hefeunverträglichkeit. Also ich durfte keine Hefe essen und es war auch ein recht langer Weg, bis ich das überhaupt rausgefunden habe. Genau, und dann habe ich am Anfang vom Jahr, als das Thema Fasten so aufkam, mal mit meiner Mama telefoniert. Und für sie war es mega klar, für was ich faste. Sie meinte so, ja, ist doch klar, nimm doch das, also deine Hefeunverträglichkeit. Genau, ich habe dann drüber nachgedacht und so gemerkt, ja, das macht eigentlich voll Sinn. Und habe aber in dem Prozess so gemerkt, okay, da ist irgendwie eine Angst davor, wie ich damit umgehe, wenn Gott es nicht heilt oder wenn eben nichts passiert. Ich glaube, viele Leute können sich mit dem identifizieren, weil man denkt, ja, also ich kann für etwas fasten und beten, aber ist ja nicht das Fasten, kann ich da Gott in etwas hineinzwingen, oder? Wie bist du damit umgegangen oder wie ist Gott mit dir in dem Prozess umgegangen? Was was konntest du lernen in Bezug auf Hoffnung, Glauben, Vertrauen? Genau, es waren eigentlich die Wochen, bevor die Fastenzeit angefangen hat, wo Gott mir immer wieder durch kleine Momente wie gezeigt hat, dass es eigentlich keinen Sinn macht, mit dieser Angst vor Enttäuschung zu leben. Vor allem, wenn dann die Hoffnung auf Wunder fehlt. Und ich habe wie für mich die Entscheidung getroffen, es kann sein, dass eine Enttäuschung kommt und vielleicht ist auch die Angst wie ein bisschen da, aber die Hoffnung auf ein Wunder, die muss nur ein kleines bisschen höher sein und das reicht. Und vor allem diese Hoffnung will ich in meinem Leben haben und nicht aus Angst, dass es nicht passiert, rausstreichen. Mega, mega gut. Was hast du dann erlebt in dieser Zeit? Wie lange hast du gefastet? Die 21 Tage. 21? Was hast du gefastet? Ich habe nur 2 Mahlzeiten pro Tag gegessen. Genau, also eine Mahlzeit habe ich weggelassen. Erzähl uns etwas, was du erlebt hast. Die ganze Breite. Ja, es war eigentlich, während der Fastenzeit war ich am Anfang ein bisschen hilflos, weil ich so war, okay, was muss ich jetzt noch machen oder was muss ich machen, dass es reicht, dass irgendwas passiert. Und auch in dem habe ich wieder mega gemerkt, wie es Gott eigentlich nicht um das Wunder ging, sondern um meinen Charakter und um den Prozess, in den er mit mir geht. Und ich durfte in dem mega sehen, dass Gott mir Sachen aufgezeigt hat und es war nicht immer einfach, aber es war mega liebevoll. Und das war definitiv was ich nicht erwartet habe und was wie über das hinausgegangen ist, was ich gedacht habe, was passieren könnte. Was ist dann noch passiert? Genau, also einmal die so persönliche Prozesse, die er angestoßen hat und wo er was in meinem Herzen geheilt hat, aber eben am Schluss durfte ich am Ostersonntag auch wieder Hefe essen. Genau, ich durfte nach 5 Jahren wieder den selbstgemachten Hefezopf von meiner Mama essen und es ist nichts passiert. Genau, ich kann jetzt wirklich seit einem Jahr problemlos alles essen. Zopf am Sonntagmorgen? Ja, genau, kein Problem. Geht. Das ist schon auch krass. Genau, ja. Aber er hat das Wunder getan, aber das Größte auch noch in deinem Herzen. Genau, also ich habe vor allem gemerkt, für mich war es eigentlich nie eine Frage, dass Gott das heilen kann, aber ich durfte in dem Ganzen, wie erleben, er hat die Heilung noch für was anderes gebraucht und hat noch so viel mehr an meinem Charakter und an meinem Herzen geheilt, als ich gedacht hätte. Wow, danke vielmals fürs Erzählen, Tamara.